Herzlich willkommen hier bei LuxGame TV, die Show mit Spiel, Spaß und Spannung, und heute haben wir einen BMW i3. Das war's dann mit der Fahrt, ziemlich cool eigentlich. Jetzt kommen wir zur Innenausstattung, die Türen und alles, ne? So, die erste Tür geht so auf, klassisch, ne? Mit hier blauen Akzent, aber pass mal auf, Herbert. So, so viel Platz hatte man noch nie, um durch ein Auto zu springen. Das ist eigentlich relativ cool, weil wenn die Tür hier geschlossen ist, kann man mal demonstrieren, geht die gar nicht erst auf. Und das kommt davon, dass hier so ein Pömpel ist, ne, so ein Sticker. Wenn die Tür halt geöffnet ist, kann man öffnen. Wenn die Tür geschlossen ist, geht die nicht mehr auf. Die geht dann nicht mehr auf. Die Sitze sind relativ gemütlich. Dieser hier ist schon ein bisschen ausgeleiert, wegen, was weiß ich, Sitzen wahrscheinlich. Und man hat hier so einen Sportmodus, einen Opa-Modus besser gesagt. Können wir mal demonstrieren. Opa-Modus. Scheiß. Sportmodus. Yo, man. Das Ding liegt eigentlich relativ hoch, ne? Also man hat nicht viel Bodenfreiheit, aber man sitzt hoch im Auto. Was mir persönlich auch gefällt, weil wegen Straße und im Großen und Ganzen halt, das gefällt mir. Für die Kinder hat man hier auch noch, also das kann schon ein Familienauto werden, hat man hier auch noch Isofix, was relativ cool ist, um die Kindersitze anzuschnallen. Ganz normale Anschnallkacke. Und hier hat man einen, wenn man das machen kann, kann man den Kofferraum noch um das fast Doppelte vergrößern. Willkommen zum Kofferraum. BMW. So. Da ist schon relativ viel Platz drin. Es könnte auch noch mehr Platz drin sein, wenn der Generator nicht da wäre. Das Stück hier, was mir noch, sagen wir mal, 150 Kilometer beigeben kann. Maximal. Ne? So. Was kann man denn hier noch sagen? Ne? Hier, Warnungsdreieck. Alles schön, alles normal, wie immer halt. Parkhilfe ist auch noch inklusive, das heißt, auch Fahranfänger können damit gut umgehen. Hier, habe ich das schon gezeigt? Keine Ahnung. Die Ladebüchse, Stecker hier, einmal ganz normal laden und hier einmal schnell laden. Das heißt, man kann das Auto von 0 auf 100% in ungefähr 10 bis 12 Stunden aufladen, was schon relativ lange ist. Aber es lohnt sich. Das war's hier von LuxGame TV mit diesem BMW i3. Super Auto, Kostenpunkt 35.000, 40.000 Euro. Es lohnt sich, wenn man das Geld hat und wenn man nicht weit fahren muss. Und ja, hier oben die eine Review des Tesla Model S. Und sonst einfach abonnieren, liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, einfach kommentieren, warum, und auch eventuell kein Dislike geben. Ne? YouTube Money, so ist das. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.